Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich euch wieder mal ein Rift-Game vorstellen. Und zwar jetzt nicht gerade im Zusammenhang mit der VR Jam, aber ein Rift-Game, das ich schon länger am Beobachten war, bin dann ein bisschen ins Gespräch gekommen mit dem Entwickler. Und um jetzt hier schnell euch zu zeigen, von was ich rede, möchte ich jetzt kurz den Trailer hier abspielen. Mal schnell schauen, dass man etwas hört. This is my avatar. Ooh, that's not right. That's my avatar from Terra World. Hold on. Uh-huh, that's better. Anyway, I'm an independent game developer, aka a geek. As most geeks, I have glasses. But mine are virtual reality glasses. When I first tried them out, I became nauseous pretty quickly from all the moving and jumping around in those virtual worlds. On top of that, it was pretty hard to find the correct buttons while playing the games. So, I decided to create a game that didn't have these problems. Let me show you. This is the game room. You control a shield with only your vision. Just look and bounce the ball back towards the enemy. You score a point when the enemy is unable to bounce back the ball. Keep an eye on the various power-ups that float around. They can provide you with the edge you need to win the game. If you don't have virtual reality glasses of your own, don't worry. Bouncer VR will also be playable on PC, Mac, Linux, and possibly even mobile devices. Help me transform this playable demo into a fun game by pledging to our project. Everyone who supports us will receive the full version of the game, even if you only have a few dollars to spare. Take a look at our crowdfunding page to get an overview of all rewards and perks. Thank you for watching. Also ja, da hat er sich schnell selber vorgestellt, der Tom. Und ja, überzeugt hat mich das Ganze eigentlich, weil er sehr intelligente und simple Ansätze eigentlich erwähnt hat. Das heisst, ihm ist es wichtig, dass man keine Knöpfe hat, dass man das Game mit dem Helm steuern kann. Und von dem her hat sich das Prinzip von diesem Pong-ähnlichen Spiel eigentlich angeboten. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass er 2 Spieler von Anfang an eigentlich geplant hat. Und dass es auch auf verschiedenen Plattformen kommt. Das heisst, nicht nur die mit dem Oculus Rift können das zocken, sondern auch die nur eigentlich ein Windows haben, ein Mac, vielleicht eben auch noch mobile Plattformen, Linux auch. Und dass das dann übergreifend funktioniert, hat mich eigentlich wirklich von Anfang an überzeugt. Und nach ein bisschen längerer Hin- und Her-Diskussion hat er mir auch noch ein paar Skizzen gezeigt, wie er den ganzen Planungsprozess hergeht, wie das funktioniert hat mit der Entstehung des Games. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir hier mal etwas sponsoren können. Ich wollte das schon lange mal machen, das Crown-Logo in einem Game zu sehen. Und was wir jetzt hier haben, ist hier die Indiegogo-Page, wo man das Projekt unterstützen kann. Und der Vorteil im Vergleich zu Kickstarter ist, selbst wenn Menge an Geld nicht erreicht wird, wird dann der Betrag, den man bis zum Zeitpunkt X gesammelt hat, an die Person, die die Kampagne gestartet hat, überwiesen. Also $1800 bekommt er so oder so, er möchte aber 4,3, um das Spiel fertigzustellen. Und darum wollte ich euch bitten, die vielleicht noch ein paar Franken können, abgeben und jetzt das Game noch einigermaßen interessant finden, investiert doch das. Ich meine, klar, für 5 Steine bekommt man beim Humble Bundle jenste geile Games, aber hier geht es darum, jemanden zu unterstützen, wo etwas am Aufbauen ist. Und genau das habe ich jetzt eigentlich im Namen von Crown schon gemacht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe kein Interesse, dort Privatdinge aufzutauchen. Darum hat sich eigentlich Crown Crew optimal erwiesen. Und wie ihr hier unten seht, sind wir hier Sponsoren. Ich habe mit dem Trooper noch geschaut, dass er vielleicht ein Logo noch macht, wo auch Crown oder Crown Crew steht. Momentan ist es einfach nur Crown. Das Logo selber, das lenkt die Aufführung, ist direkt auf unsere Webseite verlinkt, was sehr cool ist und was dann eigentlich am besten ist und ich euch jetzt schnell möchte zeigen. Zuerst in der Nicht-Oculus-Version ist die Tatsache, dass das Game eben auch wunderbar funktioniert, wenn man kein Oculus Rift hat. Das schnell aufstarten hier.
nehmen wir natürlich die beste Auflösung. So. Jetzt muss ich noch ein bisschen zurückdrehen. Und ihr seht, das ist alles wirklich... Was ich auch liebe an diesem Game ist... Wow, jetzt hat es gescheppert. Der schlichte Stil. Es ist alles sehr schlicht, aber doch auch sehr detailliert gemacht. Und von dem her können wir uns jetzt hier eigentlich in diesem Starterraum kurz umsehen. Und wenn wir runterschauen, sehen wir hier die Logos. Die sind noch ein bisschen verzogen. Aber das ist eigentlich das erste Mal, wo das Crown-Logo in einem Game jetzt auftaucht. Und wenn wir jetzt hier den ersten Level wählen, Start 1, das wäre eigentlich genau der Bereich, den wir jetzt hier anschauen. Da sind wir eigentlich das blaue Schild. Aber wir nehmen jetzt gerade Start 2, weil das ist ein Themenlevel, das er für den ersten Sponsor gemacht hat. Und wir sind auch ein bisschen am diskutieren, ob man vielleicht ein Themenlevel für Crown auch noch machen möchte. Ich bin da noch nicht ganz dahinter gekommen, wie das aussehen. Und die Geräusche selber sind eigentlich momentan ein Platzhalter. Also das Geblubber und das Geplingeli, wenn das Bauli rumfliegt, das ist nichts Spektakuläres. Das wird sicher nur ersetzt durch etwas Effektiveres. Und das Coole an dem Ganzen ist eigentlich, es ist ein absolut simples Game, das jeder zocken kann. Und ich habe mir eben schon vorgestellt, wenn das wirklich mal released wird, nächsten Monat, ich warte nämlich schon richtig fest drauf. Jetzt habe ich hier schnell ein Extra reingezogen, sorry. Könnte man dort auch einen kleinen Wettbewerb machen unter der Crown. Ich meine, so in dem Sinne unser eigenes Game, in Anführungs- und Schlussstrichen. Und ja, wenn man das dann sogar eben zu zweit spielen kann, was will man mehr? Mal nicht unbedingt ein Schiesserspiel, sondern etwas relaxed. Vielleicht ist man da auch ein bisschen im TS und ein bisschen Texte, spielt das nebenbei. Ihr seht, ich habe mir da schon richtig viele Ideen gemacht und jetzt gerade einen schönen Punkt einkassiert. Jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert. Ich spiele es einfach mit der Maus, ganz chillig. So, schon wieder einen kassiert. Da unten ist noch das Logo vom Sponsor. Und jetzt bin ich, glaube ich, out. Nein, es geht auf 5. Noch einen Channel rausheben und jetzt noch der letzte. Und dann würde ich euch noch zeigen, wie es mit dem Oculus aussieht. Ist natürlich noch einmal viel interessanter vom räumlichen Gefühl her. Ich gehe jetzt hier schnell auf Exit. Ist aber wirklich sehr, sehr intuitiv gemacht mit der ganzen Steuerung. Und rein von dem her braucht man keinen Controller und nichts, wenn man das Rift hat, was immer sehr, sehr angenehm ist. Vor allem gerade, wenn man allein mit dem Rift spielt. Also würde ich das jetzt geschwind starten hier. So, ich sehe wieder das Logo coolerweise hier unten. Die Lichteffekte sind auch wirklich sehr schön gemacht. Und jetzt im Rift ist natürlich die Auflösung ein bisschen tiefer. Ich zeige euch jetzt zwischen das Level 1, damit ihr das auch gesehen habt. Aber es ist natürlich viel mehr wie im Trailer. Man ist jetzt wirklich das Männchen, das hier hinter dieser Scheibe das Schild bewegt. Und man kann richtig relaxed hinten liegen auf dem Stuhl. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch sieht. Und hat somit eigentlich ein sehr angenehmes Spielgefühl. Vielleicht eher für jemanden, der schon ein bisschen älter ist. Aber wenn man einfach mal ein bisschen hinten liegen und chillig eins zocken, ist das eine gute Sache. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt in Top-Leistung unterwegs. Ich muss sagen, der Computergegner macht es einem auch nicht unbedingt so leicht. Man muss dann wirklich auch ein bisschen mit Drall arbeiten. Und jetzt habe ich hier unten jetzt extra eingesammelt, dass die Zeit ein bisschen langsamer geht. Das ist eigentlich eher zum Nachteil von mir, weil es auch den Bau für den Computer verlangsamt. Das wäre der erste Punkt für mich. Und während ich jetzt hier weiter zocke, würde ich mich sonst von euch verabschieden. Und euch darum bitten, wenn ihr eben $1-2 zum Auslehnen habt oder zum Investieren, wäre es doch geil, wenn ihr das hier könntet investieren. Weil der Tom würde sich freuen, ich würde mich freuen und das Game ist auf jeden Fall auch ein paar Dollar wert. Ja, absolut. Hey, macht's gut und schön zusammen.